Und jetzt bin ich auf gefährlichem Boden. Aber ich zitiere Probe Ministries, The Lives of Muhammad and Jesus von Patrick Zuckeran. Wer ist das? Auf Hawaii als Experte für Probe Ministries. Er hat einen BA von Religion von Point Loma Nazarene Universität, einen Doktor der Theologie von Dallas Theological Seminary sowie einen Doktor der Theologie von Southern Evangelical Seminary, also ist ein Evangelikaler. Und er hat sich damit befasst. Und es geht ja nur um einen Vergleich. Es ist kein Angriff, es ist ein Vergleich. Mohammed, wir müssen Beispiele folgen. Sura 33, Vers 21. Ihr habt ja im Gesandten Allahs ein schönes Vorbild. Und zwar für einen jeden, der auf Allah und den jüngsten Tag hofft und Allahs viel gedenkt. Also, Muslimen werden gesagt, folgt dem Vorbild Mohammeds. Wer dem Gesandten gehorcht, der gehorcht Allah. Und wer sich abkehrt, so haben wir dich nicht als Hüter über sie entsandt. Gut, so, das ist das Vorbild, das den Muslimen vorbehalten wird im Koran. Die Bibel sagt, 1 Johannes 2,6, wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Philipper 2, Vers 5, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. So, wir haben zwei Beispiele. Der eine ist Mohammed, der andere ist Jesus Christus. Jetzt schauen wir auf Mohammeds Ehefrauen. Nach Khadijahs Tod wählte sich Mohammed ein junges Mädchen namens Aisha. Er hatte nur eine Frau am Anfang, das war die Khadijahs. Und jetzt wählte er eine Junge, die seine Lieblingsfrau wurde. Er heiratete sie mit 7 und vollzog die Ehe, als sie 9 war. Zu dieser Zeit war Mohammed in seinen 50ern. Aisha war die Tochter von Abu Bakr, einem der ersten und treuen Anhänger Mohammeds, der nach dessen Tod schließlich der erste Kalif, geistlicher Führer wurde. Die letzten Momente vor seinem Tod erlebte Mohammed in den Armen Aishas. Gut, das ist das eine Beispiel. Jetzt lesen wir in den Berichten, dass die Muslimen Bräuter immer mehr werden, immer mehr muslimische Kinderbräuter. Saudi child bride drops divorce from 80-year-old man, eine 12-Jährige. Saudi Kinderbraut lässt Scheidung von 80-Jährigem fallen. Ein 12-jähriges Mädchen in Saudi-Arabien hat ihr Gesuch um Scheidung von einem 80-jährigen Ehemann fallen lassen. Das ist BBC. Es geht darum, dass das eine Beispiel bringt eine bestimmte Lebensart zum Vorschein und das andere eine andere. Er sagt weiter, einer der umstrittensten Ehen war mit Zainab bint Ghaz, der Frau seines Adoptivsohnes Said. Said war mit seiner Ehe nicht glücklich und strebte eine Scheidung an, da er Mohammeds Interesse an seiner Frau wusste. Zuerst riet Mohammed Said ab, Sura 33, 37, dennoch verschlimmerte sich die Ehe und wurde zuletzt geschieden. Bald darauf heiratete Mohammed Zainab. Araber betrachteten diese Ehe praktisch als Inzest und kritisierten Mohammed. Er bekam jedoch eine Offenbarung, die seine Tat rechtfertigte. Sura 33, Vers 37. Und hier steht's. Und als du zu demjenigen sagtest, dem Allah Gunst erwiesen hatte und dem auch die Gunst erwiesen hattest, behalte deine Gattin für dich und fürchte Allah, so hat er zu ihm erst gesagt, und in deinem Inneren verborgen hieltest, was Allah doch offenlegen wird und die Menschen fürchtetest, während Allah ein großes Anrecht darauf hat, dass du ihn fürchtest.
Als dann Said keinen Wunsch mehr an ihr hatte, gaben wir sie dir zur Gattin, damit für die Gläubigen kein Grund zur Bedrängnis bestehe. Das ist ja faszinierend. Nach Bukhari erlebte Mohammed seine letzten Augenblicke in den Armen seiner jüngsten Frau Aisha. Seine letzten Worte waren: Mögen Allah die Juden und Christen verfluchen, denn sie errichteten ihre Anbetungsstätten bei den Gräbern der Propheten. Und da ist das Zitat. Nach islamischer Eschatologie wird Jesus wiederkommen, Kreuze zerbrechen, die Christen und Juden erschlagen und den Islam als wahre Religion aufrichten. Und Ahmadinejad hat ja jetzt gerade gesagt bei der UNO, dass wenn der Mahdi kommt, dann wird Jesus auch kommen und dann wird das alles in Erfüllung gehen. Aber wenn wir nicht die Lehre kennen, dann werden wir nicht verstehen, was die Wiederkunft Christi bedeutet für den Islam und was die Wiederkunft Christi bedeutet für diejenigen, die ihn lieb haben. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und so können wir nicht einfach sagen, wir sind alle gleich. In welcher Beziehung stand Christus zu den Juden? Der Apostel Johannes schreibt über Jesus, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht an. Jesus kam zur Rettung seines Volkes, wurde aber von ihnen abgelehnt. Trotzdem war er stets liebevoll, um sie bemüht, und am Ende, als das Gericht über sie nicht mehr aufzuhalten war, weinte er über die Stadt. Paulus gibt Christus Empfindungen wieder. Ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch. Jesus und seine Jünger setzten ihr Leben für die Verlorenen ein, einschließlich der jüdischen Nation, die ihre Botschaft verwarf. Der Mann hat recht. Welchem Beispiel wollen wir folgen? Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und das Ende der Weltzeit sein? Jesus antwortete und sprach: Hab Acht, dass euch niemand verführt. 1 Johannes 3, Vers 7: Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Ich will wieder sagen, es war kein Angriff, es war ein Vergleich. Und wenn der Vergleich ein Gottesbild in Ehren wiederherstellt, dann war der Vergleich die Mühe wert. Diese Mauer muss wieder aufgerichtet werden. Diese Lehre von der Gottheit Christi, der Liebe Christi und der Notwendigkeit Christi im Erlösungsplan. Wenn wir den nicht haben, dann haben wir keine Hoffnung. Und wir können nicht gemeinsam anbeten diese Gottheiten, die in ihrem Gottesbild so unterschiedlich sind von dem Gottesbild, das wir haben, sodass es so weit voneinander entfernt ist wie der Westen vom Osten. Möge Gott uns helfen, dass wir verstehen, worum dieser Kampf in den letzten Tagen geht. Der Kampf geht um Jesus Christus.